Oh, das klingt gar nicht gut. Hier auf dem Todesberg, Freunde, willkommen zurück. Oh, oh, wow. Das war knapp. Also sogar hier oben wurde angegriffen. Übrigens noch, vom letzten Part auch erwähnt hatte, wegen einem Holzschild, oder sprich einem Hylia-Schild sogar. Bedingungen zu ersetzen und so weiter. Das klappt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Sprich, den Hylia-Schild muss ich mir doch dort unten kaufen im Dorf. Für 200 Rubine. Es gibt sonst keine günstige Gelegenheit. Ja, doof, aber was willst du machen? Oh, sind gerade ein paar viele. So, Kerl ist sowas von stark, gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Da wäre ich jetzt nicht so sicher. Ich bin einer der ältesten Legionen, man nennt mich Don Corone. Zurzeit führe ich anstelle unseres Oberhauptes Grogo die Goronen an. Nicht Darunia? Wo ist er denn, unser geliebter Darunia? Kommst du aus dem Dorf am Fuß des Berges? Das du bisher geschafft hast. Eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Doof, und jetzt? Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Nö. Na, wenn es sein muss. Klar doch. Tja, von der Kampf, der wird, glaube ich, noch übler als gegen den Bürgermeister. Ich glaube, ich kann die Eisenboots anziehen. Müsste aber klappen. Was zum? Anfang keine Chance, noch später mal. Willst du verarschen hier? Was gibt's mit Normalkämpfen? Na klar. Mit Eisenboots. Nicht mit mir, Fetti, Buletti. Aua! Ich sage, der ist ziemlich... Mann, das gibt's doch einfach nicht. Oh, ich sage, der ist ziemlich schwierig. Das Problem ist, der weicht allem aus, was ich irgendwie mache. Was? Nein, nein! Ich bleib hier. Fix normal. Ja, wie soll ich denn da machen? Der weicht allem aus, mein... Komm schon! Ja, jetzt habe ich ihn! So, was jetzt? Alle Achtung, du bist gar nicht mal schlecht. Bei dritten Versuch. Wollt ihr etwas verraten? Wir warten. Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als uns 4 Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogo die Sache angesehen. Wir mussten dort den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogo wollte ihn an sich nehmen, aber gleich, als man den Schatz berührt hatte, wurde in eine widerliche, abnorme Kreatur verwandelt. Oh, muss das so ein Schattenkristall sein? Dann fing er an, willkürlich rumzutoben. Er war völlig verwirrt. Und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogo helfen. Sich wann ins Lichtgeist hergeführt haben. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Hey, ihr! Lass den Jungen passieren. Krass. Gut, da geht's wie gesagt dann zum Tempel.
Einen Tempel brauche ich eben und das ist... Was ist denn hier los? Hey, warte mal! Wenn du nach unten willst, noch einfach mal diesen Fahrstuhl. Danke, Mann! Alter, die Vorhänge aus Stahl. Komm gar nicht durch. Ja, wir müssen nochmal zurück, wie bereits erwähnt. Zumindest wegen der Bombe wieder ganz kurz gucken und dann in dem Schild vor allem noch. Ja, runter. Cool, war. Die Frage ist los, klappt die Abkürzung auch rückwärts? Mal gucken, kann ich den jetzt? Also die Abkürzung noch draußen, ne? Wissen wir, haben wir von der anderen Seite schon gesehen. Da hat sie noch etwas Besonderes. Da ist ja noch etwas. Muss also dazugeben, hier war ich noch nie. Hä? Nee, jetzt bin ich hier. Hä? Das war gerade die Abkürzung, die ich vorhin meinte. Da ist nichts Besonderes. Aber was ist denn... Oh! Da haben wir auch noch etwas Interessantes. Vor allem hier sehr interessant. Das ist ja ein Kronen-Thermalbad, wie auch immer. Wie man sieht, sehr erholsam. Jo, krass. Das ist ja geil, aber, ja. Willkommen, wir werden mit einem Andenken an die Therme. Das Leben, wir kriegen hier echt... Klar, wir kriegen Pfeile, okay, geil. Wir kriegen Lampenöl, Pultschild, okay. Wie noch ganze Flasche, aber, wir kriegen hier echt kein... Ja, das gibt's gar nicht. Ein Schluck in der Flasche, wa? Ja. Ja, wir kriegen hier kein Hylia-Schild. Warum? Genau, hier müsste es eigentlich einen geben. Meine Fresse, ey. Dankeschön. So, wir haben jetzt mal für den Tempel genug Herzen. Künftig, wie gesagt, eher das rote Elixier anhand, weil es halt immerhin 8 Herzen auffüllt. Okay, wir kommen noch wieder raus. Naja, immerhin mal so ein geheimer Laden war, ist auch ganz nett. Boah! Okay, die wollen immer noch mit uns fighten. Weshalb auch immer. Nö, ich hab keinen Bock auf euch. Kurz müsste eigentlich auch umgekehrt eigentlich funktionieren, aber mein Fahrstuhl geht eigentlich nach oben und unten. Nicht nur eine Richtung. Ach, ist ja egal. Gut, wie gesagt, einen ganz kurzen Hühnerschilk aufgeben im Dorf. Unten dann noch gucken bezüglich den Bomben. Und die bereits auch kaufen können, die zwar der Frieden herrscht, war. Aber kann gut sein, dass es erst nach dem Tempel funktioniert. Was einfach komplett unlogisch ist, war im Vergleich zu anderen Zelda-Spielen. Oh. Ja, das natürlich auch. Nee, im Vergleich zu anderen Zelda-Spielen, was ich gerade sagen wollte, war es eigentlich eher so, dass man mit Kronen eher so Bomben zusammengebracht hat. Ja, natürlich Hylia-Schild sowieso. Aber vor allem Bomben und... Naja, ich meine, die heißen Stiefel halt eher mit dem Wassertempel, sprich mit den Zoras. Eigentlich. Hallo Epona. So, dann mal zurück nach Ordon. Kann ich wenn momentan noch... Oh. Da wird etwas?
Dankeschön. So, wieder aufgefüllt. Dann mal gucken. Maros Laden ist ja hier. Jo, immer noch. Sind irgendwelche Viecher da? Was? Früh Morgen für eine Hektik? Willst du mich verarschen? Wir haben es also noch früh am Morgen. Ja, das ist mal interessant. Dankeschön. Da kann ich jetzt gar nicht mehr rein. Nee, das kann gar nicht sein. Hier werden vielleicht noch ein paar Typen. Ach ja, die Eulenstatue. Im Hintergrund, das Symbol. Kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ich habe das ursprüngliche Zeichen von Hyrule, sprich von Hylia. Also noch früher Morgen, so wie es aussieht. Das Problem ist, solange mein Dorf ist, geht die Zeit nicht herum. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich hier außen noch mal gucken, wegen... Ja, bis halt die Zeit früh herumgeht. Aber die Sonne steht sich schon oben. Steht die Sonne oben, wird man dich loben. Ich hoffe, das hat gereicht. Ich will zurück nach Kakariko. Jo, wir haben noch erwähnt, von wegen wie früh morgens war, also müsste es doch jetzt theoretisch... Der kann schon wieder da, also müsste Maron doch eigentlich wieder da sein. Hey Michael, kauf was! Ja, ich kaufe schon was hier. Willst du? Ja, muss ja. Der unzerstörbare Hylia-Shield. Sieht doch genauso aus wie ein Skyward Sword, wa? Vom Grafikstyle her und so. Pff, das hat jetzt Geld, wahrscheinlich mal eine Zeit, ey. Können wir echt später zwischen den Schwerten wechseln? Noch das ist mir gerade ein bisschen... Doch, ich glaube, das war sogar so, obwohl es ja viel Sinn ergibt. Der Hylia-Shield, yeah! Aber teuer ist das Teil, teuer. Gut, was soll's. Dann noch schnell zu Burns. Mal gucken, ob er bereits Bomben für uns hat. Obwohl im Prinzip fehlt noch eine Bombentasche. Wir müssen ja auch kaufen können. Ich weiß aber gar kein Rubin und so. Ich will noch gucken, ob es jetzt bereits klappen würde. Nö. Noch nichts los. Schade, dass doch erst nach der Mine, sprich nach dem Feuerschrein, Feuertempel, Feuerdungeon. Wie auch immer man dies irgendwie beschreiben will. Und halt eher Tempel auf dem Todesberg war. Ja gut, nehme ich echt mal durch. Ab zu den Goronen. Manipona, stell doch nicht so störrisch an. Du. La la la, la la la, la 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 la. So, mal gucken, ob ich jetzt problemlos hier durch. Da kommen die Kronen wieder. Eigentlich müssen wir mich jetzt durchlassen. Eigentlich. So viel dazu. Das ist gutes Training. Ich meine, es gibt keine Herzen dazu. Nö, das nicht, aber es, keine Ahnung, was irgendwie erhöht. Vielleicht meine Quicktime-Bereitschaft. Ja, wer weiß das schon. So, weg mit dir. Tschüss. Arme Brunei.
Und der nächste. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Goron hier immer runterkommen. Auch wenn wir nachher bereits einen Tempel gemacht haben, die Goron eigentlich alles super drauf sind und so. Die werden uns hier immer entgegenrollen kommen. Wieso auch immer. Vielleicht ist das ihre Art zu sagen, hallo, wie geht's denn so? Ja, wer weiß. Denn der Wolf wird jetzt eigentlich den Feuerschrein betreten, oder? Der ja ziemlich heiß und so weiter ist. Brauchen wir zum Glück, kann man sagen. Aua. Wow, brauchen wir zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Keine Feueruniform, so. Kann keine Krone mehr gerade. Ich muss mit dem duellieren muss ich mich noch, weil er muss irgendwie durchkommen. Damit dem natürlich auch noch, ist klar. Dankeschön. So, jetzt wie gesagt die Frage, komme ich jetzt da problemlos hoch oder sagt mir der Fahrstuhl, nö, runter ja, hoch nicht. Was eigentlich ziemlich fies wäre. Na Gott sei Dank, so intelligent waren sie dann doch, die Kronen. Gut, Freunde, würde man sagen, los geht's. Mit dem Feuerschrein. Monsterangesiedelt, die wir begonnen haben. Es wird wohl nicht leicht werden, den Kerker zu rein, den wir uns oberhalb eingesperrt haben. Also auf alles vorbereitet. Jo, werden wir. Die Mine der Goron, der Feuertempel, hier bei Twilight Princess. Oh yeah. Und ja, obwohl es überall Lava geht und im Prinzip heiß wie sonst was sein müsste, haben wir kein Problem, nur mit unserer Heldentunika. Ein bisschen verwirrend zwar, aber hey. Gibt Schlimmeres, wa? Gut. Dann nochmal ganz kurz alles checken. Habe ich alles in Ausrüstung her? Das passt soweit. Ja. Mal ganz kurz speichern, auch wenn es ein paar bereits wieder vorbei wäre. Aber einmal speichern muss noch sein. Gut, damit sieht es momentan hier aus. Wir haben noch keine große Karte, ist klar. Wir haben ja 2 Stockwerke. Auch hier natürlich wieder mal 2 Herzteile und ich schätze auch noch 2 Stempel für unser julianisches Alphabet. Wenn man keine Frage. Goldinsekten hier, haben wir hier natürlich noch die Seelen und dann das und ja gut doch. Bereits hier die Frage, komme ich problemlos durch? Sinken die oder nö, sieht relativ harmlos aus. Harmlos, wa? Mit Lava und so weiter. Ist harmlos, gar keine Frage. Der Tempel sonst war. Vor mit den Eisenstiefeln noch ziemlich cool. Man hört's, es geht auf Zeit. Aber man hört's noch gut. Ist der hier für den Rückweg oder wie? Nee, das ist der da vorne. Bin ich hier schon fertig? Ich höre Gegner, aber sehe keine. Ja, den da vorne, ja, aber...
krabbelt noch ein bisschen was. Ja, vielleicht irgendwann noch ein paar Feuerfledermäuse. Oh, muss da eigentlich noch rüber. Oh ja, muss gerade hier rüber nachher, war. Scheiße. Das habe ich, glaub, vergeigt. Ja, muss mal zurück. Nochmal hier aktivieren. Gut. Was für ein Viech? Wow! Na, kommst du nochmal? Ein Feuerfrosch, WTF. So, tschüss. Doofes Viech. Hier Holzschild wäre gar nicht geil. Man braucht einen Holzschild zwar nicht zum Durchzukommen, man könnte auch in die Gegner ausweichen. Aber wenn der halt einmal Feuer fängt, dann ist es vorbei. Und da sieht man hinter Ordenschild. Ihr habt gesehen, wie eine andere Feuerschilde, aber sieht natürlich nicht halb so episch aus wie der Ordenschild. Jetzt bereits eine kleine Truhe und natürlich. Noch Feuerschnecke. So, was kriegen wir hier? Ein bisschen Geld. Yo, 20 Rubies. Ansonsten noch relativ überschaubar, noch nicht so gefährlich. Da oben kommt gleich ein Viech runter. Dann kann ich einen Schalter aktivieren, wie nur für den da oben sein. Das heißt, holen wir das Vieh da oben runter, weil sonst nervt er natürlich nachher noch. Und ich will nicht, dass mir so ein Viech nachher nervt. Ups. Bringt nix. Ja dann. Muss einfach so rüber, wa? Vielleicht ausweichen, hat er eine Option. Der hat zumindest eine geile Option, ausweichen. Alter, ganz Herz abgezogen. Tja, ist halt Heldemodus. Ich muss leider mit so etwas rechnen. Aber ist ja kein Problem, zumindest fürs Erste noch nicht. Fackel ist an, aber trotzdem kommt noch nicht vorbei. Wie könnte hier wohl das Rätsel lauten? Ich sag nur Iron Boots, Eisenboots. Das sind Stiefel, wa? Keine Gegner, nö. Also das heißt, aber so wie sie da irgendwie, naja, HD-mäßig ist, von der Farbintensität und so. Auch hier ist es wieder mal sehr, sehr stark an Skyward Sword. Naja, wenn wir es sei, dann mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ciao zusammen.